Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Dragon Ball Raging. Ich wollte sagen Raging Blaze. Nein, Quatsch, natürlich nicht, sondern Sparking Zero. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Obwohl das Kampfsystem bei beiden Spielen relativ ähnlich ist. Ach ja, Freunde. Ich wollte eigentlich erst dann zurückkehren, wenn ich ein wahrer Meister im Kampf geworden bin. Und naja, zum Meister reicht es noch nicht ganz. Noch lange nicht. Aber ich habe aus Versehen schon Vegeta besiegt. Also nicht den Wehraffen Vegeta, von mir kommt er jetzt, sondern den anderen Vegeta. Natürlich werden wir das ganz kurz nachholen. Der Grund dafür ist folgendermaßen: Ich hatte halt offscreen, wie bereits vorhin erwähnt, ein bisschen trainiert gehabt, die ganzen Abläufe und so, da waren Moves, die man ein bisschen kontern kann, etc. etc. Dann dachte ich mir so, okay, es läuft einigermaßen, ich muss aufnehmen für den nächsten Tag, also eigentlich heute. Also sprich, die Aufnahme war eigentlich vorhin und dann wollte ich eigentlich aufnehmen. Lief soweit ganz gut, hatte Vegeta geschlagen und merkte dann plötzlich, oh Scheiße. Ich hatte zum Training, hatte ich ja das auch aufgenommen und dachte, vielleicht kann man das brauchen. Aber zum Teil halt mein Mikrofon ausgeschaltet gehabt. Oh. Ja, deswegen dann die Aufnahme ohne Ton. Dachte mir so, okay, können es nachsynchronisieren, aber nee. Mach's lieber, direkt da live quasi. Sprich für uns, wir holen den Kampf einfach nach, ne? Jetzt mal noch den ganz normalen Kampf, ne? Noch nicht die Was wäre wenn Stories. Die kommen dann auch noch, aber erstmal will ich ein bisschen Progress haben, ne? Also zurück zu Vegeta. Vegeta wird wütend und sieht, wie Son Goku Nappa zu Bereich schlägt. Unfähig seinen Zorn zu kontrollieren, ermordet er seinen Kameraden. Ist nichts Neues, kennen wir bereits? Wem ist egal, wo sie kämpfen. よし、この辺りなら人も動物もいねえだろ。なるほど。ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげで俺はこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。Das sehe ich anders, Vegeta. Aber übrigens, ne, nur ganz kurz, damit wir hier noch eine Sache geklärt haben. Wir haben mal ein bisschen geguckt, wie es generell mit anderen, nicht nur YouTubern, sondern generell mit der Community und so aussieht. Und anderen Spielern generell. Und ja, viele sagen von wegen, ey, Goku Story, der ist so scheiße schwer und so, was soll das? Blablabla. Und also, nur um das mal ganz kurz festzulegen, ich bin nicht der Einzige, der Probleme damit hat. Ne? Und es ist wirklich scheiße schwer, also schwieriger als bei anderen Spielen. Bei früheren Spielen, vor allem in der Budokai-Serie. Und eben, dass du hier halt irgendwie Probleme hast, die Schwierigkeit richtig einzustellen und so, da ist auch so ein Knackpunkt. Aber hey, ist wie es ist, ne? Nur, um das kurz geklärt zu haben. Und los geht's! Gehst mir auf die Nerven, Alter! Sag mal! Da kommt man schon wie ein Weltmeister und der kommt nochmal. Tja, Vegeta, ich hab geübt, ne? Was sagst du dazu? Ich muss sagen, zumindest aktuell hat es ein bisschen was im Originalkampf zwischen den beiden. Sag mal! Siehst du, kann ich auch. Junge geht mir auf den Keks. Aber ja klar, es ausweicht. Der hätte doch anders laufen können. Sag mal!
Sag mal! 許さんぞ。 Hä, wieso? Okay, vorhin lief's besser, scheiße. Der geht mir auf die Nerven. Jetzt kommt er noch den Scheiß. Okay, das ist stärker als vorhin. Vorhin war es viel einfacher. Mist. So dazu. Aber ihr habt gesehen, ich war schon wesentlich besser als zuvor. Und vor allem ging es vorhin ja besser. Also wir können nochmal von da vorne starten. Ja, ist gut. Hä, warum war er vorher irgendwie einfacher gefühlt? Seltsam. Ja, keine Sorge, wir kriegen schon. サイヤ人は戦闘種族だ。 Nein! Wow! Das war knapp. Kommt er? Mich kommt er? Ich ihn? Mann! Ja, ist klar. サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。 戦闘種族だ。なめるなよ。 Wird er von Kampf zu Kampf stärker, kann das sein? Junge, gehst du mir auf den Sack! Was soll ich noch gegen den machen? Ich fahr doch schon alles auf, was ich habe! Kann mir keiner erzählen, dass der WAF noch stärker sein soll. Junge! Also ja, wieder über... Ja, okay. Man muss mal ganz anders, Freunde, ne? Nein, ich will jetzt Schwierigkeit senken. Ich hab's doch vorhin gerade geschafft, man hat's ja gesehen. Und nicht wie ich es geschafft, sondern dass ich es geschafft habe. Hey, wieso kann ich nicht... Ich hätte mich eigentlich in der Luft wieder erholen sollen. Hat einfach nicht geklappt. So ein Scheiß aber auch.
絶対に許さんぞ。もうこんな星などいるもんか。 Warte noch raus! なんだとは。俺の外国は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になる。やりっくほー。Nicht nur vorne, ich halt gerade die Klappe. Weil es geht gefühlt besser. Oh, einen habe ich getroffen damit, ey. Kann ich nicht nachlassen, wir machen gerade platt. Nein, ich kann nicht mehr, scheiße, kein Key. So. Alter, leck mich am Arsch, ey. In your face, Vegeta. Und jetzt der scheiß Werfer. Nein, wie stark ist der wohl hier? Ja, Erfahrung schön. Freut mich. Es war ein harter Kampf. Ja, da kannst du aber laut sagen. Aber Son Goku bringt seine letzte Kraft auf den Vegetas Angriff zu kontern. Also ich finde, ich habe jetzt nicht schlecht geschlagen, ne? Vor allem im Vergleich zur letzten Folge, aber doch auch ordentlich gekontert, wo es ging. Obwohl Vegeta getroffen wurde, spürt Son Goku noch immer einen Haufen Vegetas Ki. Yajirobe bekommt aus seinem Versteck, aber Son Goku weist ihn an, zu fliehen. Tatsächlich erhebt sich Vegeta und ist bereit, Son Goku erneut herauszufordern. Son Goku glaubt, dass er nur mit einem Genkidama siegen kann, aber doch gerade gemacht. Vegeta hat allerdings eine geheime Technik auf Lager, die nur Saiyajins kennen. Naniしたんだ？尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい、カカロットよ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。僕戻ります。待てよ、ご飯。俺も行くよ。行くってば。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ。大猿バケモノ。Was heißt du? Ich muss gegen ihn kämpfen. なんだってんだ。なんだじゃあのバケモンは。Der 30 Meter ist ein bisschen übertrieben. Naja, gut. Dann kann eine andere Option bleiben, beschließt Son Goku die Technik einsetzen, die Meister Kaium beigebracht hat. Ja, viel Spaß. Und eigentlich müsste er viel zu groß sein, um großartig zu kämpfen. Oh, sogar dazu. Kann ich ihn werfen? Ja, das haben wir gedacht. Wieso kann das der porten? Was ist los mit dir? Na, er kann werfen, ist klar.
謝りに行くよ。 Kann ich raus, siehst du? Junge, das geht so. Okay, Jugendattacke kann ich wohl auch vergessen. Hat er auch schon angenommen? Fuck, ich wollte. Da! Ich wollte eigentlich so ausweichen. Mann, der hat noch fliegen! Da ging schon wieder der scheiß Abwehrbrecher. Oh oh. Okay. Der ist ein anderer von Knacknuss. Jetzt haben die gegen die Dame so viel raushauen, weiß er nicht. Hä? Wieso geht die gegen die Dame nicht? Ja, Moment, der zählt nicht. Ich wollte gegen die Dame einsetzen, aber es ging nicht. So ein Scheiß aber auch. Ja, da lacht er wieder. Ah ja, nichts Neues, ne? Ich will so einen scheiß Wehr auf dem Blatt machen. と分かったぞ。じいちゃんを踏み潰して殺したの。武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもオラだったんか。ごめんよじいちゃん。こいつとんでもねえやつでさ。多分オラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって。あの絵にまた行ったらさ、謝りに行くよ。 Ich kann kaum Schaden machen. Nicht quetschen, das ist fies. Tschüssi. Hä, aussagen so geht gar nicht? Ja, natürlich. Dieser Scheißaffe. そうか。やっと分かったぞ。じいちゃんを踏み潰して殺したの。武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもオラだったんか。ごめんよじいちゃん。こいつとんでもねえやつでさ。多分オラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって。あの絵にまた行ったらさ。 Ja, war klar. 謝りに行くよ。 Nur kurz testen, was wirklich so ist. Ja, jetzt wirft er wieder. Aber ich glaube, dem Wurf kann man relativ easy eigentlich ausweichen. Würfe generell kann man ja kontern. Können sie auch so ein bisschen teleporten, wenn man so will. Also mit der gelben Taste halt. Ne? War zu weit weg. Jetzt ist so ein Wagen im Modus gegangen, willst du mich verarschen?
Als ob das nicht schon stark genug wäre. Oh, jetzt haben wir schon noch Baby geht, das ist ein Spaß. Da fiel der Gang, der ist auch so riesig. Ja, hör auf mit diesem scheiß Wurf, ey. Hä? Dann hat er die Hälfte meiner Energieleiste gehabt, oder? Der tritt mich und ich fliege wegen mir tot. Leute frustrieren. Nein, ich will noch nicht senken. Lass mich ey. Scheiß Spiel. Ja, du bist scheiße, Mann. Soll ich dir helfen? と分かったぞ。じいちゃんを踏み潰して殺したのも武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもオラだったんか。ごめんよ。 Ich krieg ihn schon, keine Sorge. こいつとんでもねえやつでさ。多分 Hab mich gerade ob. Mal gucken, was kann bei dem alles. 刺さねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって無理にまた行ったらさ謝りに行くよ。 Das hat jedenfalls nicht viel gebracht, tatsächlich. Der hat überhaupt Schaden genommen? Junge, der hat gerade Schaden gemacht, ey. Das war doch wohl nicht so lustig, ne? Ja, teleporten kann ich auch. Ah, Mann. Wir haben schon mal auf Geld runter, das ist schon mal gut.玉出すために精神集中する暇もねえ。たった10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。 Das kannst du selber machen, Goku. Ich bin für heute raus. Junge, was für ein Scheißkampf. Aber ja, vor allem so ein Schlagabtausch, also wenn du ihn voll triffst in Kamehameha, dann macht's ordentlich Damage. Aber wenn er halt irgendwie noch blockt oder so, dann bist du im Arsch, ey. Wenn irgendwie so Kombos, Nahkampfkombos vor allem einsetzt, hey, die machen Damage. Das ist nicht normal. Um sich die benötigte Zeit zu verschaffen, setzt Son Goku seine Sonnenfaust oder auch Taioken bei den Wehraffen ein, der ihm gegenübersteht. Taioken, nicht Kaioken, ne? Wohlgemerkt. Dann nimmt er seine Beine in die Hand und setzt so weit ab, wie er kann. Das dachte ich vorhin auch, ja. Er sammelt dann wenig Ki von allen Lebens auf der Erde, um einen letzten Schuss abzufeuern, in der Hoffnung, die Dinge zu wenden.これで終わりだカカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。いいたちの最後っぺってやつだ。これでオラ
鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。カカロット、貴様、この俺の顔に傷を。握りつぶしてやら。せいぜい苦しんで死ね。今のでずいぶん骨が折れたようだな。痛いか？何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。Ja, Chirobi, der auf den richtigen Moment für den Angriff gewartet hat, springt hervor und schneidet dem Osaru Vegeta den Schwanz ab. Vegeta wird wieder normal. Son Goku ist noch außer Gefecht gesetzt und weder Krillin noch Son Gohan haben selbst gegen den geschwächten Vegeta eine Chance. Son Goku ruft Krillin seine Seite und vertraut ihm die Genkidama an. Jetzt bleibt nur noch auf eine Lücke zu warten, um sie einzusetzen. 出た。これが元気玉だ。やったな。何やっとんだにゃバカ野郎。早くそれやってまえ。何？あのバカ。クソったれ。羽形成ご飯。そいつは味方だ。Vegeta überlebt die Genkidama. Durch das Licht von Vegetas kleinem falschen Mond verwandelt sich Son Gohan in einen Osaru und bringt ihn weiter in Bedrängnis. Krillin steht kurz davor, Vegeta zu erledigen, aber Son Goku sagt ihm, dass er ihn gehen lassen soll. Der knapp dem Totenthron Vegeta verlässt die Erde. Nachdem sie jetzt vom Planeten Namek erfahren haben, glauben Krillin, Son Gohan und Bulma, dass es dort einen neuen Satz Dragon Balls gibt. Son Goku mehr Zeit braucht, um wieder zu Kräften zu kommen, brechen die drei ohne ihn zum Planeten Namek auf. Saiyajin-Arc abgeschlossen. Oh Gottes Willen, ey. Da geht's mit Son Goku mit Kapitel 2 Planet Namek Arc. Den machen wir dann in der nächsten Folge, Freunde. Und ja, ich muss mal gucken. Oh, Son Goku, viel zu tun. Wie ich jetzt da für die nächste Folge weitermachen will, weil, wie bereits erwähnt, es gibt hier noch so ein paar Dinge, die sogenannten Was wäre wenn Stories, Arcs, und ja, da geht es zum Beispiel, ich meine, das hatten wir schon, ne? Was wäre eben, wenn ich mich gegen Piccolo entscheide, aber dafür mit Krillin dahin gehe. Ich meine, eigentlich ist ja nichts anderes passiert, ne? Es war ja trotzdem so, dass Piccolo aufgetaucht ist und seine Höllenspirale abgeschossen hat. Aber es gäbe noch einen anderen Ausgang des Kampfes gegen Raditz. Genauso gäbe es auch eine andere Was wäre wenn Story noch. Ja, weil hier heißt ja die beiden Super Saiyans, deswegen dachte ich, dass ich hier vielleicht schon richtig bin. Ich bin nicht ganz sicher, ob er vielleicht den Kampf gegen Vegeta schneller zu Ende bringen muss oder was der knapp hat. Das sind eben so Dinge, zum Teil muss er auch nur Kämpfe schnell zu Ende bringen und dann spielst du etwas ganz anderes, ein anderes alternatives Ende frei. Kann nur auch sein, es wird sagen, okay, ich mache erst mal ganz normal Goku Story durch
Wenn ich das habe, dann kommt so eine Was wäre wenn Saga. Wenn wir die durchhaben, dann gehen wir weiter mit anderen Charakteren. Ne? Wir können es auch so machen, mal gucken. Auf alle Fälle sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen. Ich werde jetzt, glaube ich, hoffentlich nochmal ein bisschen den einen oder anderen Move noch trainieren, kann da irgendwas auswählen und so, auch wenn es gut geklappt hat. Mehr oder weniger, trotzdem sind noch ein paar Dinge, die ich gerne optimiert haben möchte. Gerade so timingmäßig, aber ich meine, wir sind keine Computer, ne? Wir sind nur Menschen und auch wir können nicht auf jede Aktion des Gegners sofort reagieren. Im Prinzip wäre hier natürlich ein Computer, also sprich ein NPC, wenn er richtig angestellt ist er unbesiegbar, weil der kann sofort auf alles perfekt reagieren, perfekt kontern. Und ich meine, grundsätzlich die Budokai Tenkaichi-Reihe, ich liebe sie, ich mag das Kampfsystem, aber ich finde hier bei Sparking Zero haben sie ein bisschen viele Möglichkeiten eingebaut, wie du auch normale Angriffe gleich direkt kontern kannst. Das finde ich ein bisschen, müssen wir mal gucken, ist das künftig noch so entwickeln wird, ne? Das geht da, ich frage mich, ob das Seite an Seite. Hier bin ich eigentlich an der Was wäre wenn Saga und hier bin ich wieder am Original, ne? Aber hier können wir, glaube ich, nach unten durchswitchen. Eben wie gesagt, müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das künftig machen wollen. Und mittlerweile habe ich auch, ganz kurz noch erzählen, wir können zurück zur Übersichtskarte gehen. Na komm. Habe gerade einen Code gefunden, um meine Ultimate Edition zu aktivieren. Da gab es halt so einen Keycode dazu und naja, ich sag mal so, ich habe da... Oh, sind das Befehle. Gleich auch noch, Landanpassung, das auch. Wo war's denn jetzt? Hier! Nein. Moment. Tritt hervor. Ja, ich habe plötzlich alle 7 normalen Dragon Balls, ich habe alle Super Dragon Balls. Um Super Shenlong zu rufen, ich kann Shenlong rufen. Palunga geht noch nicht, keine Ahnung, wir kriegen vielleicht noch Namek. Wohl die Frage ist, wie kriegen wir eigentlich Dragon Ball zusammen, ne? Wir haben vorhin im Story-Modus gesehen, dass es eine Anzeige für Drachenkugeln gibt. Das sind eigentlich die Dragon Balls, aber naja. Ja, die gab es halt da mit der Edition dazu und ich werde dann bei Gelegenheit mal die beiden auch mal rufen, zum gucken, was passiert, ne? Was wir uns dafür wünschen können. Ich finde es immer lustig, dass der mit dem Super Dragon Ball Super Shenlong heißt. Also kann der originellen Namen haben oder so, oder Super Polunga oder irgendwie so, sonst was Namekianisches heißen. Ne, einfach Super Shenlong. Das ist auch so eine Geschichte, wa? Naja, egal. An der Stelle danke fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Mal, dann geht's Goku-Story weiter und ja, es wird, ob es einfacher wird, ich weiß nicht, aber bevor die beiden Vegeta-Kämpfe durch habe, vor allem, dass den USA noch platt gemacht haben. Und ja, als Tipp, Superangriff ist Kamehameha. Wenn ihr richtig trifft und dann nicht blocken kann, dann ist es Gold wert. Ansonsten ist es, glaube ich, auch da einfach scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.